Ich sage, guten Abend alle miteinander. Ja, ich bin ein Kiepenkerl von Vrene. Von Olds her ist ein Kiepenkerl in Münsterland weit und breit bekannt. Ja, ich was aber gerne sehen. Und wenn auf den Hof kwam, leben sie alle binnen. Maar, onze nieuwe tijd, die reden, die schreeuwen immer weer. Ja, Hektor, meer, meer. Und diese tijd, die druck droht. Den Kiepenkerl, die starben ut. Doch in Münster, in der Stadt, dort hebt ze een Denkmal satt. Ja, dat heb ik mir ook gesehen. Maar den Kerl, den stund da ganz für sich alleine und braten die mit Genene. Wisst ihr? Und da heb ik mir gedacht, so's nicht eben und die alle Tiet, wer oplotten leben. Und ich sage die, vanavond geht dabei. Mir doch, het is nog wel vonnöten dat alle bergstro is welk op te schudden. Ja, dat alle bergstro. Ach, wat was een plezier, wenn de moeder of zuster er is bijwes was und dat wär so richtig opschut ha. Ja, dat alle bergstro. Vielleicht kommt noch wer. Die Planke in Berre, die ist da wer. Ja, die Planke ist nämlich gut für den Rückenstrang. Wes Bandscheibenvorfall auf so was hast, nicht? Und vielleicht kommt auch das Berrestroh noch wer, wegen Schlaraffia-Matratzen und Schlaraffenland. Ist nicht gut für unsere Gesundheit, nicht? Man südet langsam bei ihn, wie mut wer Lück hat lecker wann. Das hab ich auch sicher abgenommen, das gute alle, das ist wer kommen. Ja, man sieht wer mit Pläsier an losse für, nicht als hier. Und dabei wollen Brötchen holen. Wie dort non old sprack, dat zal vanavond hier beter staan. Beter dreimal lachen, als immer naar den Doktor gaan. Dat Lachen heeft am meisten Sinn, wenn du stilkes lachst in die herin. Fang am besten morgens damit an, dann hast du dort am meisten an. Wirst du wasken in die Waterkammer gehst und dort dann für den Spiegel stehst und sützt den Kontra dann lacht die an. Und sagst dann, kick an, guten Morgen Jan, auf Katrin, auf Aujust. Du weißt am besten selbst, ja, was du heißt. Und dann kickst es ruht nach Buten ut. Und das Himmelszelt liegt dann die neue Wunderwelt. Und sagst die dann, auch ich bin ein Teil davon. Und dann reckst du die und dann streckst du die und summst ein Lied. Als Morgengebet. Auf sagst dann Gott, auf auch ganz lang, Gott Dank. Da habe ich einen verdienten Dingen belebt, da traf ich Trainer, die ich lange nicht mehr sehen. Ich sage, kick an, Bernd, wo geht die dann? Ach, sage, es geht. Ich sage, oh, dann geht ja. Und du wolltest auch wetten, was mir da so ging. Ich sage, mir geht's falte gut. Was, sage, was sagst du da?
Ja, ich sag, mir geht's falter gut. Ach, das ist dir aber nicht bedacht. Ja, ich sag, das ist mir ehrlich bedacht. Ja, wo kommst du dann to, sag ich? Ich sag, ja, bei mir ist das so. Ich hab nicht verdient. Ich hab nämlich alles in Leben kriegen. Kriegen? Sag ich, ich hab noch nooit was kriegen. Ich sag, ich hab alles kriegen. Ja, was dann? Sag ich. Ich sag, das Leben, das ich von unserem Vater und von Mutter und von der Herrgott, ja, und den Glauben von Christus Jesus kriegen und das Brotgeschmack, das Heck von unserem Vater und das fromme Gesicht, das Heck von unserer Mutter. Ja, und das Burenköttchen, das Heck trocken auf wie kriegen, wisse. Und dann die Frau, die Heck von der Schwiegeröllers. Und von meiner Frau, ich wär die 5 Kinder. Und die Sorgen, die ich wär von den Kindern. Und das Bettchen Geld, was ich brauch, das krieg ich von anderen. Ja. Ja, ganz hek drinnen treffen. Ach ja, was du ja von Sommer auch noch, ne? Den sagt, was hou doch wer von wer. Ja, ich sag, was ist ein Plezier mit dat Wehr? Jeden Morgen hab ich Plezier, wegen jeden Morgen Gift wer. Wer wie kein Wehr mehr habt, dann was kritisch, ne? Aber das habt sie ja ganz in Wetternachrichten gesagt und da glaube ich an, die habt gesagt, dat Wehr soll blieben und jeden Abend soll düster werden. Ja, mir durch, es liegt daran, was man nimmt, das Wehr. Wir könnten nichts an tun, Gott dank nicht, ne? Aber was nimmt, das liegt völlig an uns, ob mooi Wehr, ob schlecht Wehr ist. Ganz echt drinnen, das ist ja ein Scheißwehr. Ich sag, Kerl, nimm die Nacht, muss die von einer großen, stabilen, breiten Not kopen, wenn das ist Vorwort. Ich sage, besser so Wehr als gar kein Wehr. Und das Gute an das schlechte Wehr ist ja, man hat wie schlecht Wehr Aussicht auf Besserung. Das hast du wie gut Wehr nicht, da musst du Schreck haben, man schlechter wird. Ja. Was? Ach, die habt aber was an Ute Sitten. Was hab auch an Fraulö was Ute Sitten, das hast du. Dann sagte mir die eine Brot, die sagt, Fraulö sagen, ach, die brauchen gar nicht zu geben. Sag mal, hör ist, du hältst dann auf was von Kinder, wo warst du dann bekommen? Ach, sage Kinder, die können ja auf die Böhme waschen. Ma, ich sage, nu fällt da so ein Jüngschen von dem Baum herunter und das rübt nach Mama, was da? Ja, der hat keine Antwort auf kriegen. Kriegst du. Und ich denk da lügt anders, aber Fraule, ich hole noch was von. Ja. Ja, no muss ich nicht denken, nee, ich hab da mal eine kommende gut mit gut. Es ist immer noch die Olle von, ach, ohne dieselbe von Dummholz. Entschuldigung, ich hab da richtig Glück mit hat. Ach, wie könnte ein Herrgott für Tage nach dankbar werden, an er nicht wie den Adam utscheid ist, nicht? Wenn wir ein so ein Lö auf der Welt haben, was das ein bedrückt Spiel. Ich bin ihm auf jeden Fall dankbar an der Dummholz, denn Adam ist so richtig in den Rippen geraten und hat ihm da so ein krummen Butt drüber haben. Ja, und da kannst du auch sehen, wenn man der Liefer Briefe hat und Pläsier an hat, dann kannst du so ein krummen Butt noch ganz was Neues machen. Ja, und das Neueste an die Fraule, das ist ja nicht die moderne Frauenbewegung. Ich sehe da immer seine Passion tegen. Ich weiß nicht, ob ich mich versteht. Immer seine Passion.
Ja, Passion hat ja Liebensgeschichte. Ne? Und ich glaube, das ist was von ab. Nou toch, maar het mooiste aan die vrouwen, wat ik zeg, dat is dat wat vandaag zo offerweerd is. Dat is moeder van omwen. Ja. Wie die niet gaan, die vrouwen wel nou dood, dan hebben we kolen, bedroefde huizen en familien. En niet bloos door, ook in de kerken, wat de moeder aan ziet, wat zat, dan werd koud en bedroefd en kaal. Ja, als je beter kennenleert, wil ik een Glück van mij vertellen. Ja, waar fängt man dan am besten an? Dat was zo, wo ik geboren was, toen was ik nog ziemlich jong. Ja, nee, dat was niet zo, wegen mijn ouders te laat getrouwd waren. Nee, dat kwam met een grommelschuur. Dat was namelijk op een bak am heten zomerdag, nemerdag. Ja, mal de wand ganz donker. Mijn vader en moeder die draam moeten ronkelen en doorong te bij met blitz en donderslag. Het was zo duister als de nacht. En mijn moeder was nog wel bang. En du was zo laat. Ik was er eigenlijk nog gar niet aan. Mijn vader op een draf naar de Hebamme en ze kwam nog net van tijd en dat was trokken. Dat kind, wat was dat dan? Een jongenskind. Ja, ach ja, dat kon ze nog wat broeken. Maar wat was dat met dat jongenskind, dat zeg ja niks. Maar de Hebamske, niet lui, ze kan dat. Ze nam mij aan die echte binkers en timmerde mij duftig van achter wat voor. Meest niet helpt dat, maar bij mij niet. Toen zegt ze tot mijn vader, Jans, haal eens schone emmer met koud water. Och, ik denk, wat zult dan nog hebben? Zullen ze mij de nood deupen doen willen? Maar daar kwam Jans sogar aan, hij was niet lui, ik kon dat gauw. En door de Hebamske nam mij een ander eind hoog en door van Bamdal in dat kolennatte water. Oh, ik kreeg ja mijn schrik te doen. Ik ging voor en achter liet hij hoog en reden wat heilige tuchlien kon. En toen waren ze mal tevreden met mij. Toen zegt mijn vader, ja, zo wou dat ja grade. Maar mij was dat koele, natte water zo in de butte schotten. Dan kan ik die zeggen, ik heb te lange met de doen had, bis ik de knijpsche koer kennenlernen. Ja. Kiekste, en wat ik dan nog groter was en naar de school mocht, dan mocht ik mij ook wasken, niet? En dat mocht ik ook al zelf doen, wegen. Toen heb ik aber voor op het delen een waskamerken. Dat was voor tegen onze opkamerken, waar we sliepen. En wenn dan aan het wasken zal gaan, dan ik gauw naar het waskamerken. En dan heb ik dan allewijds gepompt met een hultende slegel dran. En dan mochten we alle doen in onze grotte, zo klein als we vroeger waren, nee. En dan mocht ik gauw zien als nog een strutske met kreeg. Ja, en dan zoals met dat water niet zuinig worden. En ik denk, wat het mij al dat wasken en dat rieven, met gezichten wasken, zo zou ik in het gezicht blijven. Maar mijn zuster Dina, die oudste, die was door andere Meinung. Niet? Wenn ik dan van dat waskamerken naar dat opkamerken sliep statten, dan had ze ja weer wat het jongsten komen ze hem hier. En ze controleren mij dan hem, en dan had ze toch wanneer gevonden. Door Hesse, wer zitten die Grenze van Europa, zegt ze dan. Ja, en met dit spel heb ik dan
Gott drop een Malurken met had. Und dat was met de Vriendske Kermisse. Und die Vriendske Kermisse, jongen, dat is een fest. Daar ben we als Wennewikker ook immer al henne west. Zoals alle jaar, zo ook dat jaar weer. Und het zondags nemrags om 4:00, du gaft nicht vallen te beroen. Vader und Mutter, die wollen naar de Kermisse gaan. Doch, dat kleine Antünken, dat kon ja ook met lopen. Man kon hem ja ne Trommel of ne Tröte kopen. Gezegd, gedaan. Maar niks is volkomen op Erden, dat jongensken, dat mocht eerst wasket werden. Die Mutter, die röpt die Diener heran, bis op den kleinen Schmeerpott an und sagt, du wasch hem doch is gauw Gesicht und Hande, der sieht ja aus, das is ne Schande. Doch Diener, die sagt, ich krieg ne Bahrein. Und Gott drauf hört man noch am mörderlich schreien. O Gute, wat is dat Water weer nat? No Diener, no waschke doch nicht so hart. O Mutter, no komm und süh, no waschke zum Jocken auf den Hals dabei. Doch Vater, der Röpp, no waschket ma to, den Hals sieht ja ut als ne schmierigen Schuh. Und weil sich den Hals nicht waschen, dat die nehmen wir auch nicht nach der Kermisse mit. Verlieden, dech Antünken, Mumm, wem nach der Kermisse will und hält auch schließlich still. Die drei, die bin wohl in Steven staat, und das wird auch höchste Zeit, dass sie wohl geht. Doch, Vake, wir gehen irgendwie wat dat Leben suchen. Nu brak lossen gewaltig Schuhe mit Blitz und Donnerschlag. Es wird so düster als die Nacht. Das Water, das stoppt ma so te Lucht. Die Lö, der Buten, die schlüt all in die Flucht. Das Unwehr hält sich bis Homs dran, dat kein Mäschen nach Buten kommen kann. Mit Kermisse gehen, da ist no endgültig vorbei. Und in Stamm da sitzen Vater und Mutter und Anton dabei. Und ich sag so für sich, mi bedrech auch alles, da sit genug mit min gewaschenen Hals. Nu, lau nach einem van Ströpen praten. Ich hef doch gerne und Fälle da, unser Vater. Und Ströpen, ich weiß nicht, ob euch alle versteht, das ist kein Landstreichen. Nee, das ist so ein Ding zwischen Jagen und Wilddieben. Ja. Ja. Nee, früher war das noch kein Wilddieben. Wegen die Hirns, die haben ja kein Geld genug, um die Jagd ordentlich zu bezahlen, nicht? Und dann machen sie ja Hilfe haben. Nicht? Und da die unser Vater nach war gerne. Aber da die auch nicht alleine. Mit Bernd wäre los, wo doch mit den Schmuggeln ging. Nicht? Und um einen guten Abend hin an den Ober Bernd hin. Du hörst Bernd, vernommen ist der Gotto, sage, Busewind mit Flachsschnee. Ja. Ja, wenn die da durch, sagt Bernd, sie dienen das hier in Düstern, nicht? Wie es war, dann sagen sie alle nicht. Und darum nahmen sie nicht bloß den doppellöpigen Püster mit, nee, sie nahmen da auch eine Lampe bei mit. Und da war es damals noch eine Kabitleuchte, aber da war ein ordentlicher Spiegel, da auch eine Schiene aufgab. Und das Wild, die Hasens, vor allem die an damals nach der Angewohnheit, die lebten da in den Strahlring. Von da tut es nicht mehr, der Verkehrsunterricht hat. Ja! Wenn du mit Auto ankommst, dann lässt sie die Vorfahrt, dann bliebst du fein in Kröss sitzen. Wo ich mit dem ersten Auto so führen, ach du, hol das noch was mit, so 2, 3, wer noch wissen, wer es was, komm was mit, was. Aber ich tut nicht mehr. Aber damals war es dann auch so, kiek, da ging es los, mit Püster und mit Leuchten. Ne? Sie gingen bei uns aber Eising es und aber Hölter es und auch noch das Brokschlatt und was wollt Malheur. Sie kriegen nix für die Flinte. Ja, maar so wat was er ja noch nicht eher vorkommen. Sie praktiziert Bernd, die sagt, oh Jans,
hör ich Jans, da stimmt was nicht. Die Luft, die hängt voll von Unglücke. Wie geht nach Hus? Ja, wenn die da durchbehend kommen, dann geh nach Hus. Sie geht op Tusa, maar dan komt ze bij Roggenkemper voorbij. En kijk, achter op het delen, daar in het laatste Rütgen, daar is nog licht. Och, kijk, wat zal er wen? Zullen ze een koemelk krijgen? Hem kijken. Ze kijkt, en wat zegt ze? Nee, geen koemelk. Tante Liebetmeu zat op het huisken. Ja, dat was een richtig huisken, niet meer die allerwärtske toen, hè. Denk de Nunde, nee, dit was achter op een koostal, richtig opgemesselt met een ordelijke brille erop. Nee, ja, brillen wil ze ja nog alle uitwisselen met contactlinzen, niet? Ja. Ik vind dat ook gar niet zo erg. Man wil ja nog wijs linzen, wat zo blijven is, of wat zo maakt heeft, nee. Kijk, und nu was onder dat aufgemesselte Hüsken ook aan een richtigen vasten Sammelbak onder voor die Goldfischken, niet? Und die kon ook verdaan onder de muren verdaan naar boeten hen, en ze drog eens bij kon komen, wenn die gewoon de slot of de rabarber niet doen wil. Nee, und daarom droft er ook ja geen Patongdecken opwenden, niet? Da liegen bloß nog een paar Bohlen op. Und wat mens was, Jans, wat mijn vader was, die mix ik met die bolen, lukte doen. Dan zegt Bernd, wat bos? Ja, wacht maar neemt. Een kleine grap, een klein plezier wil toch nog hem. Die schoof een paar bolen le goed nemen en doet den dubbellöpigen da so schön drin und 2 Finger angezet en doet Batsch, Batsch! Und Tante Liebetmeu, die geht hoch, verkehrt das Spiel weer op te trekken und holt er die Bolter de Winterkamer in mit ganze Gat voll Sommersprossen. Ja, op een guten Burenhof, vielleicht werde ich doch noch mal was da drauf hören, das war eine guten Öhm und eine guten Wallach. Ja, und die hatten nooit geen Umstände, die waren immer für das Werk da. Ja, rechte fort ist das ja so ein Spiel mit die Öms, die starft uns ja ut. Wegen ganze kein Auflegers an der Sache wird. Rechte fort die Öms, da bin ganz anders als damals, ne? Von da bin das die Erstgeborenen, weil Öms, wat, ne? Ja, und früher waren das die Twinnen und die Daden, wo Kümpers waren, die Ersten, die kriegt keine Frau mehr mit. Frau holt nicht mehr von Boerderei, ne? Die haben wie gesagt, dit, wat ik nog vertellen wil, is van ome Henrik. Het was van 30 jaar zo wat. Toen was het er nog. Ome Henrik. Nou, die had ik hoog gestudeerd, maar je maakt zich ook zo zijn gedanken, zo eigenlijk. En ik dat doe, nee. En dat wisten ook die Löwe. Nee. En dat was damals in die tijd, wo dat Stuten eten opkwam. Vroeger gab's nicht vaker Stuten. Ganz vroeger bloß zu Weihnachten of zu alle 4 Hochzeiten und dann all jeden Sonntag und in der Zeit jeden Tag. Und wat wandert sich nicht ganz ruhig, aber sie nach Ome Henrik kennen und fragen ihm, Ome Henrik noch sagt, du us doch is, wat hältst du von all den Stuten? Ja, lö, dat wil ik u zeggen, zeg je, Stuten? Dat is kastreerd Zwartbrot. Verstehst du hem? Ik versta hem goed. En ik moet hem recht hebben. Wat is dat? De Herrgott heeft dat Körnchen doch zo mooi bineengepakt met alles wat hem moet. En wie öse? Wie gaat Henk Lamuzat hem dat doet nene, smiet de beste de varken voor. Und den Kind, den setzt sie aus in eine Drogerie oder in eine Apotheke und bietet das Weizenkeim-Diät an. Ja, kannst du da auch eine kleine Diät kaufen. Ja. Doch, sie kommt wieder auf. Wie brucht das so an der Herrgott wassen lassen?
dat Mensch moet ook nog rommel in de hoed hebben, wanneer er weer van afkomt. Ja, wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Bloos dat witte grey bakalorien, zeg. Ome Henrik is jammer, hij is ons dood gegaan. Doodgaan is ja het sicherste in het leven, ja. En dat passiert ome Henrik ook. Ja, dat was in die tijd, waren die kühlanlagen nog niet op die Karkhöfe. Ome Henrik, die kwam in de beste kamer te staan. Fijn opgebaard, paar bloemen, paar kersten te tegen en de heineling. Ja, wat zullen ze zo doen? En hij was zo mooi in zijn witte, fijne, reine hemd. Zo mooi was er nog nooit geweest. En die Kathrine, wat de jonge boerenvrouw was, die hadden zich ook al zo bekeken en zo'n paar maal eromheen geslipst had. En zeg ook, God, ome Henrik, wat best toch mooi, wat best toch mooi. En zo wil ze die in dat smerige lok stoppen. Wat ducht die ervan? Onze Jensken en Bennetsken broeken toch nog zo'n 9 paar taskendeukjes. Wekte die toch nog achter een hoek uit heel? Hester wat tegen ome Henrik? Ome Henrik praten niet eng. Gedacht, gedaan, scheren gehaald. En het viel ook nog wel redelijk goed met. Een half doets vielen erop. Ja. Gott en nou, de wan ome Henrik van de Nobels naar een Karkhof tot. En geen mensen viel op aan ome Henrik wat aan schelden. Ja. Maar Gott erop, daar kwam in het dorp mission. De allerwetske mission nog. Die poters die mochten nog wat zingen. Die hadden nog den oude preekstoel wat nog hem kon. En wat bij de allerwetske mission bijhören, dat was dat jüngste gericht. Ze helpt hem ja niet, ziet man ja verdagen waar. Die brood er niet meer van. En wens de verdagen ophoudt, dan vult dat pogeldingen ja En het was op een goede avond, Kathrine ook naar de oom preken en den poter den kunt goed. Die had het jüngste gericht bij en het was zo'n musken stil in een karke en een maal door houdt het druk. En zo, zeggen, wie van deze Welt scheidet, zo werdet ihr vor das Angesicht Gottes treten müssen. Kathrine, die schot in Achterkopf. Onze ome Henrik, so wie von dieser Welt, euch ja nicht umzudenken. Sie schläft die ganze Nacht nicht. Anders morgens geht sie naar de eerste preken en voort naar de preken naar de pastoor. Herr Pastor, ja wat is u dan, Kathrine, wat zie je ja bedrukt uit? Ja, ik heb de ganze Nacht niet geslapen. Ja, waarom dan niet, zegt de pastoor. Ja, den Pater gisteravond, den hebben gezegd, wat heeft den gezegd? Den hebben gezegd, so wie ihr von dieser Welt scheidet, werdet ihr vor das Angesicht Gottes treten müssen. Ja, und was soll das? Ja, onze ome Henrik, ik ben er hem achterbij geweest. Wat bist du, Kathrine? Onze Jensken en Bennetsken broeken zo'n 9 paar taskendeukjes. Ach, zegt de pastoor, Kathrine, wenn zus niks is. Ome Henrik heeft zich in het leven immer goed te redden wetten. Die zal bij het jüngste gericht gaat ook wel naar de muren draaien.
Was anderes, ich will nach ihm durch meine Branche fragen, wie dort in Honer und lobt mit Eier. Nicht, ja. Doch, das war, wir haben eine kleine Boerderei und habe ich Glück auf Honer umgesattelt, nicht? Und es ist ja recht fort so eine Zeit, sie findet ja alles gut, sie macht zum Beispiel Verhaltensforschung und Tiersprachen wird erkundet, nicht? Und ich will auch ja nicht ganz achter dem Mond, wenn ich hab unser Honer auch ist belüstert. Und was da wie gut kommt ist, das ist ein Honerbrötchen. Ja, das war's nämlich so. Da bin ich ganz bei uns in den Honerschott reingekommen und die Honer, die haben mich gar nicht vernommen. Zwei, die waren gerade so druckend legen. Die eine, die stehen dabei und die zu die andere sagen, die Tränen haben sie dabei in den Augen stehen. Hä, sagt sie, dabei kann die dat kekeln, aber auch wirklich was vergehen. Maar, Gott dank, nu is het weer passiert. Maar ik geloof, ik heb me die kontelijk opgescheurd. Wat, zegt die andere? Doet die beiden Eier met nene vergelijken en zegt, laat me eens van achteren kijken. En ze kijkt en zegt, ja, richtig opgescheurd. En daarbij dat ganze Ei met bloed besmeerd. Dat kunt per rood bedienen, spleen. Ik mag die ook bollen niet meer leen. Ach, zegt die ene, maar moet zich ja wel ook muitig hem. Die koen, die wil toch geen dikke eier hem. En onze boer die hebben gezegd, die henne was hem am liefsten wel die diksten eier legt. Zo, zegt die andere, en dafür gibst du die bloed. Du hast der Bamba nicht mehr gut. Den Ei, das ist ja nur was Sonderklasse. Aber die Kund, die schrient die auch nur bis an die Basse. Nee, das kommt bei mir nicht für, dass ich mich für 2 Pfennige mehr das Kat abschwöre. Ich lege einen Standard, ey, und damit basta. Was nützt mir dann dem Burs in Zaster? Nee, meine, da verkacke ich ihm lieber eine Köttel mehr. Den hebben ze ook ja ganz mooi verhauen. Stoppt uns hier in solche kleine Kauen. Wird den ganzen Tag nicht, wo ihr sollt beginnen. Könnt kein Spiel, kein Größ und keine Biere finden. Könnt nicht in das Mahlsand krudeln. Lädt hier benene nicht als Nudeln. Ja, du hast war recht, die eine zu die andere sagt. Maar wenn wir wenigstens noch können auf seine eigene Eier brühen und dann die Kükskes und die Döppelkruppen sehen. Maar brühen, versagst du dat, dann trägt die vor zu goldem Gat. Schei bloß ut, sagt die andere, es lacht die alle ohne nach wat ut. Die Kunde ist ja wohl obeschwört, maar bis anscheinend noch gar nicht richtig obeklört. Brotz von Kinderkriegen und von Brühen und ob ich es noch nicht ist, keine Hahne sehen. Maar ich hab Travaline Sehne, Junge, und dat was der eine. Die eine Krone op mit ganze volle Zacken. Und große Sporen hat ich an die Hacken, Junge, und das was noch keine Ollen. Und so was, das willst du uns hier führend holen. Und das ist ja hier gerade das Schlimmste von allen Sachen. Und wo gerne dem mit so ein klein Kaplüterken machen.
Nun auch mit Thema blieben, es ist auch eine ganz ernste Sache. Es geht aber hier mehr um die Buren. Das ist nämlich eine Art Litanei. Ich habe da aufgeschrieben Buren-Litanei. Ja, und nur andächtig dabei an doch helfen. Es geht nämlich um die Armut von den Buren. Ja. Verfalle Ring und große Drüchte, bewahre uns. Verschwore Grummelschuhs, Buten und Binnen, bewahre uns. Verliegende Rogge und schrode Gaste, bewahre uns. Für Nachtschatten und Franzosenkrut, bewahre uns. Verdörne Diesel umranete, bewahre uns. Für stippig und rottrige Äpfel, bewahre uns. Für Wärme in Apfel und Prumen, bewahre uns. Für Mahnen, Mann, da waren so kleine witte Dinger, die schwimmen froh nach, weil ich auf die Äpfelsuppe für Mahnen in Schinken und halbe Köpfe, ihnen ins Gesicht für alle ohne Wehr, Rut und Untüch, für Maul und Klauen und Bank und alle Seuche, für eine Kuh, welch nicht bullen will. Wir dürfen eine ernste Angelegenheit. Für einen nüchtern Kalf, was nicht suppen will. Für eine Sorge ist ein weibliches Schwein. Für eine Sorge, welche wenig Titten hält. Ja, man hört doch, es ist doch ein bedrohtes Spiel. 14 Keuken und 11 Damen, die Gott ja für Schmacht kaputt. Für eine hellige Sorge und gebreckliche Keuken. Keuken, da sind hier die kleinen Schweine. Für Zwitters und Binnenbiers. Für ein Keukengatt, was kein Aufgang hält. Ja, hör ich, noch heute kein Lastfahren hat, wie er war. Dr. Biegehalt kann er nix an tun. Wird nicht kaputt gegangen. Ja, da war anders. Für eine Kluge, die war klug, aber nicht brühen will. Für eine Leuen und eine fetten Hand. Und dort im Verschier und verbrotte Eier. Für Eier, Hermkes und Ölke in Tonerschott. Für Gürn, das ist die Untergrundbewegung in Gurn. Für Gürn im Buschkurs Planten und Blumen Rabatte. Ihnen ins Gesicht für alle Undiers und Marakes. Für saure Milch und starke Butter. Für angebrannte Brotapfel und dünnen Waterpapp. Für verschimmelt Brot und Panhas. Für volle Mustard und wenig Fleisch. Für wenig das, wenn Freibier geht. Ihnen ins Gesicht für alle Unpässlichkeiten und Marotten. So, nur die Frau Lülle kräftiger mit das Bewahrus, das geht den Maßlöse. Für eine Kerl, die mal laten nach Hause kommt. Für eine Donnenkerl in Berre. Für eine Kerl, die fremd geht. Ihnen ins Gesicht für alle Sublappen, Schleichgebers, christliche Judenlegers und Betrügers.
Nu, die Maßlölle kräftiger. Für eine Frau, die anderen mooie Augen merkt. Für Lobschütten und Gaffeltange. Für Quaterwieber und die mit Haare auf der Tange. Für eine junge Frau, Welt nicht kochen kann. Für eine heilige Schwiegermutter. Ihnen ins Gesicht für alle lelke und ösige Frauen. Und nur in den Norlord. Für freche und notriebe Blagen. Für Lackappen und Qualmschlote. Für Langschlöpers und die mit Zwillinge Hande. Für eine jungen Buhr, Welt nicht freien kann. Für Klopperie und Blauauge. Für Stratengraven, sonst Gaseeböhme. Für Witte und rote Protokolls. Für Fälle, Schulden und hohe Zinsen. Für Blutzügers und Finanzamt. Ihnen ins Gesicht für Löge, Knippen und volle Buchsen. Ja, mal Glück andächtiger. Nee. Nun wird aber ganz ernst. Vierte Late kommen in die Misse. Für alle langweiligen und alte obröhrige Präken. Für Schloppen hat ob Drömen und Puppen in de Karke. Was? Na, nooit geen last van had ik al wat. Für inhalige Hushalasken und Pasteure. Ihnen ins Gesicht für alle arme Karkenmüse und große Klingelbüls. Für Prusen, Surbrand und Brecken. Für einen Schlapphatt und alte hohen Blutdruck. Für Kopien und Tannpine. Für Windknäppe und Koliken. Für eine Hatten und alte Flotten Aufgang. Für Boston in der Hand und hohe Augen an der Föte. Für Schwedföte und Isbeine. Für jackentüskende Täne. Für krumme Ohren und aufstehende Beine. Nee! Für krumme Beine und aufstehende Ohren. Und nur ganz was Schlimmes. Für losse Beine und Hämorrhoiden. Oh, habt ihn sehen und Erbarmen mit uns Armen. Amen.